Wir die systematischen Verletzungen der Religionsfreiheit in Tibet zum Thema machen, dann sprechen wir nicht nur über Identität und Menschenrechte, sondern vor allem auch darüber, dass die Europäische Union die Situation in Tibet einer größeren Aufmerksamkeit zukommen lassen muss. Und nach wie vor ungeklärt ist das Schicksal des 11. Panchen Lama, der im Alter von 6 Jahren verschleppt wurde und über dessen Aufenthaltsort bis heute nichts bekannt ist. Und die Thematik bekommt zusätzliche Brisanz, wenn es um die Umstände der Wahl des Nachfolgers des 14. Dalai Lamas geht. Die chinesische Regierung hat sich jedenfalls nicht in religiöse Nachfolgefragen einzumischen. Eine klare Trennung von Staat und Religion ist notwendig. Die Unterdrückung religiöser Praktiken, die Zerstörung tibetischer Kultur, Zwangsinternate und die politische Verfolgung müssen ein Ende haben. Die Volksrepublik China hat die Rechte der tibetischen Bevölkerung zu achten